Also dann würde ich jetzt die Musik starten, dass wir gut in den Tag reinkommen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles technisch. Jawohl. Und dann geht's los. Donnerstags wird in Weiherhammer in der Oberpfalz getanzt. Allerdings ist dies kein Tanzkurs, wie man ihn kennt. Susanne Martin ist Präventionslotsin und tanzt mit Frauen und gerne auch mit Männern über 60. Hoch. 1, 2, 3. Ahai. Und vor. Er hat einfach ein paar Sprichwörter vorlesen, falsche. Und ihr sagt mir dann, weil die richtig sind. Der Glaube versetzt Zwerge. Bewegung ist gut gegen Demenz. Noch besser, wenn dabei nachgedacht werden muss. Im Laufen müssen die Damen falsche Sprichworte richtigstellen. Entwickelt wurde das Bewegungsprogramm Gestalt an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Bei jeder neu gelernten Bewegung, wo das Gehirn aktiv mitdenken muss, werden neue Nervenbahnen verknüpft im Hirn und somit das Ganze ein bisschen verlangsamt. Ganz aufhalten kann man es leider nicht. Immerhin, Betroffene werden erst deutlich später pflegebedürftig. Weiherhammer, eine knapp 4000 Einwohner zählende Gemeinde im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, nennt sich Sorgen der Gemeinde. Weiherhammer ist aber auch Sitz der Firma BHS, die Maschinen baut zur Wellpappenfertigung und eine Stiftung namens Luze gegründet hat. Ein Projekt dieser Stiftung entwickelt kommunale Modelle zur Pflegeprävention. Projektleiter ist David Rester. Sorgen der Gemeinde heißt ganz konkret, dass wir in der Gemeinschaft, und das beziehen wir bei uns auf den Sozialraum in einer kleinen ländlichen Gemeinde, um alle sich um Sorge und Pflege kümmern. Und alle meint sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Verwaltung, der Bürgermeister, die Gemeinderäte, als auch die Pflegedienste, die Gesundheitsdienstleister, Nachbarschaftshilfe. Eine Nachbarschaftshilfe in Weiherhammer heißt Helfen mit Herz. Um die 20 Helfer unterstützen Kranke und Pflegebedürftige im Alltag. Gerhard Müller von der Nachbarschaftshilfe, wir wollten mal wieder vorbeischauen, wie es Ihnen denn geht und vor allem, wie es Ihrem Mann geht. Uns geht's momentan. Gerhard Müller koordiniert das Team der Nachbarschaftshilfe. Hin und wieder besucht er seine Kunden, um zu schauen, welchen Bedarf es gibt. Hallo, Herr Bäume. Jetzt sind wir da und haben gedacht, wir schauen mal wieder nach Ihnen. Grüß Gott, hallo. Heinrich Bäumel ist schwer krebskrank und wird von den Helfern zum Beispiel ins Krankenhaus gefahren. Der persönliche Kontakt mit Menschen, die sich ehrlich für ihn und seine Krankheit interessieren, ist ihm ganz wichtig. Ja, ich muss sagen, der, der mir erfährt, ist egal wer es ist. Von der Person her, weiblich oder männlich ist da. Und die wissen schon halt, die gingen irgendwie aufs Gespräch schon mit ein. Ja, ja. Und da kriege ich einen Trost praktisch. Ja, ja. Das ist für mich sehr gut. Man sagt immer so leicht dahin, es ist ja ein Nachbar da, der helfen kann. Es ist ja Verwandtschaft da, die helfen kann. Alle sind dermaßen in ihre Familien und ihre Arbeitswelt so einbezogen, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, um die mal zu einem Facharzt zu fahren, um die zu ärztlichen Behandlungen zu fahren. Es macht nicht viel Sinn, wenn man bei Krankheiten, die man eventuell zu Hause auch durchstehen kann, die Leute sofort in ein Krankenhaus, in eine Klinik verfrachtet, sondern mit normalen kleinen Hilfeleistungen diese Bedarfe hier abdecken kann und die dann zu Hause lassen kann. Das spart den Kassen viel Geld, denn das Ziel ist, Pflegebedürftigkeit möglichst lange hinauszuzögern. Ein wichtiger Teil des Projekts ist die Kommune, denn die muss Geld bereitstellen. Zusätzlich zu den Fördergeldern, die es für solche Projekte gibt. Die Gemeinde profitiert enorm. Vor allem, dass die Leute auch einfach darüber sprechen, was passiert im Alter mit mir oder was kann ich im Alter noch machen. Man kennt ja, der einsame Küchentisch, an dem man den ganzen Tag sitzt. Und ich glaube, mit den ganzen Projekten hat sich das auf alle Fälle unabhängig vom Geld jetzt ausbezahlt. Und wirklich, wir haben einen Mehrwert geschaffen für unsere ältere Senioren und für die ältere Gemeinschaft. Klar ist, das Thema Alter und Pflege wird verstärkt auf die Kommunen zukommen. Die kommen nicht aus. Die Gemeinden werden und übernehmen übrigens ja auch schon Verantwortung, aber haben keine Kompetenzen dafür, keine Ressourcen und kein Know-how. Und wir wollen dazu beitragen, dass Kommunen, insbesondere ländliche Kleine in Bayern, diese Kompetenzen und Ressourcen entwickeln und nutzen können. Dann holen wir mal fest Schwung und hoch damit. Das Weiherhammer Modell ist beispielhaft. Es hilft nicht nur, entspannter zu altern,
Es bringt Menschen über Alters- und soziale Grenzen hinweg zusammen.